Willkommen zu dieser Klasse von seelischer Heilung. Wir sind in der zweiten Lektion ab Seite 12 in den Buch, wenn Sie in den Buch nur gehen wollen. Verstehen kann, wer Gott ist. Und so ein wichtiges Part von unserer Heilung. Wir kriegen nur diesen Gott, weil wir gehen mit unserer Weide, mit unserer Säule, wo du in der Not ist. Und so, wenn wir diesen Gott nicht kennen, oder wir uns nicht möglich fühlen, wo wir dann am gehen mit dieser Weide. Und das ist eine empfindliche Zeit. Uns Hort ist empfindlich und das ist eine Not. Und so, wir wollen uns Hort nicht bloß irgendwem geben, nicht so? Wegen das so empfindlich ist. Wenn wir für unsere körperliche Weide ruht sehen, dann sehe ich nur einen Doktor, von wem wir viele gute Dinge vielleicht hier tun, oder wem wir vertrauen. Und so für unsere Säule ist das noch viel wichtiger. So, weil wir mal ein bisschen in das Thema hineingehen, wo kannst du Gott, oder kannst du Gott? Wer ist Gott für dich? Als ein Läuftulier Führer, was dich bei dir ist, und was sorgen wird für dich, was eine Leib hat für dich, als dort, wo du am sein das, oder als ein Dollar, Gott, was sich nicht um die Kameran wird, was bloß alle schwere Leute nach dir kommen. Wo fühlst du dich an? Oder vielleicht bist du eine Person, die fühlst, du hast überhaupt keinen Gott. Wegen all die Weide, was wir in dieser Welt sein, dann fangen Menschen nochmal an zu fragen, dass dort überhaupt einen Gott geben wird, warum er das nicht wird abholen, alles, was da passieren wird. Die ganz ersten Menschen, die in Port von dein Leben wären, als du geboren wirst, das wären deine Eltern. Erwachsene, die sich an die Kameran deuten. Wenn jetzt ein Baby, kannst du nicht stehen. Du bist, musst die ganz ab dir verloren, an wem's heim, die dann gerutzt bist. Und diese Person, in der meisten Zeit ist das die Eltern, die sind nicht verantwortlich, für die zu streiten und die alles zu geben, was die fehlen wird. Und manchmal sind es über seine Eltern, die selbst vielleicht voll weiter sind, und dadurch geben die das Kind auch immer weiter. Und das Kind fühlt sich da vielleicht nicht sicher. Das Kind wächst ab in Unsicherheit, in Angst. Es wird vielleicht missbraucht, es wird schlecht behandelt. Erst nicht alle Wegen ist dort, aber erst ab vielen Städten ist dort. Und so wird von Bild kriegt das Kind von wer Gott ist. Das ist die Eltern ihre Verantwortung, das Kind nur Gott zu wiesen. Wenn du kommst eine Zeit, wo das Kind nicht mehr unter ihr Tag wird sein, unter ihre Autorität, wo das Kind wird verantwortlich sein, sich an Gott zu halten, für alles, was ihnen fehlen wird. Und so, wenn die Eltern selten weiter sind und das Kind nicht dort geben kann, wo das Kind fehlen wird, dann geben sie das Kind dort, was sie haben. Und das ist weiter. Und wenn sie dort tun, dann kriegt das Kind ein ganz echtes Bild von Gott. Viele Menschen, die haben sich zu Gott gegeben, bloß wegen sie Angst haben. Sie haben Angst, wegen sie wollen nicht an den Hall nehmen. Und das ist aber nicht, was Gott will. Er will ein Verhältnis mit uns. Er will ein läuftuliges Verhältnis haben mit uns. In 1. Johannes 4, Vers 8, da sagt dort, wer nicht Läuf hat, kennt Gott nicht, weil Gott ist Läuf. Wenn du wollten weißt, wer das Gott ist, das Vers sagt dort 100%. Gott ist Läuf. Er ist nicht bloß läuftulig. Wenn ich sage nicht läuftulig, kann Ferien läuftulig sein, aber ich sage nicht Läuf. Das ist einfach, wer Gott ist. Und so, er kann nicht mal anders als Läufen. So, das Gott, was der Läuf ist, der will eine Gemeinschaft bauen mit mir und dir. Er hat ein Verlangen nach dein Hort. Dein Hort wird auch so verwundet ist in dieser Welt, wird auch so beschädigt ist von dem Sinn, und weiter mit dem Hort will er ein Verhältnis bauen. Ab Seite 13 habe ein Symbol, das bewiesen wird, dass Gott ist ein dreieiniger Gott. Gott ist Führer, Sehen und Heiliger Geist. Und wir lernen diese verschiedensten Seiten sozusagen von Gott kennen
indem dat wir die Bibel durchlesen dann. Im Alten Testament, du bewies Gott sich als der Führer, der Schöpfer von der Welt, der wird versorgen für seine Kinder, der wird beschützen. Wir sollen das besonders, wo er mit seinem Volk umgehen wird, während sie in Ägypten Sklaven sind und wo er in der Wüste anladen wird. Er ist ein leuvender Führer. Und er hat viel Geduld mit seinen Kindern. Und seine Kinder horchen Gott immer. Und dann muss er noch mal an die Hände geben von den Feind. Bloß, dass die mal lernen dann und dass die sich Tränen andrehen wollen. Das ist ein leuvender Führer. Und dann im Neuen Testament, du bewies Gott sich als die Sehen. Hier kommt Jesus rauf und stirbt am Kreuz für unsere Sinnen und heiratet die ganze Welt von den Sinn. All die wird das annehmen dann. So hier beobacht Gott sich und die sieht, aus die Sehen, die Stein, der wird nie nicht ändern wird. Der wird immer was zu bleiben, dass die gestern gewesen ist, dass die von der und so was die morgen auch sein. Er bewies sich als uns Freund. Und dann das dritte, in der Apostelgeschichte, du fängst die Kirche an. Das ist, wo Jesus drin im Himmel gegangen ist. Und der Heilige Geist, der kommt nicht rauf. Und der fällt die Gläubigen alle. Das ist das Wort von Gott, was wir hier nicht kennenlernen und was wir von diesem Tag noch einmal feiern in seinen Raum uns. Wo der Heilige Geist uns leiden wird und der wird uns trösten, der wird uns Ruhe geben. Hier haben wir nun die 3 Seiten, die 3 Ports von Gott, alle offenbart. Er hat sich zu erkennen gegeben, all zu der ganzen Welt, wo er ist und wer er ist. Kannst du diesen Gott? Hast du alle Porten von ihm kennengelernt? Gott ist ein allmächtiger Gott und so groß, dass wir wollen immer beim Schatten bleiben. Wir wollen ihn immer wieder kennenlernen. Und den Tag, wo wir im Himmel wollen bei ihm sein, dann wird er sich ganz, ganz offenbaren. Aber das, was er nun offenbart hat, kannst du dort von ihm. Und das Gott ist ein Gott, was am dein Hort zu tun ist. Er hat ein Mitleiden mit dir. Ab Seite 14, da habe ich was Versen. Und der ganz erste Vers ist der Vers, wo ich das ganz tollste gleich. Und das ist die kürteste Vers in der Bibel. Johannes 11,35. Und Jesus hielt. Hier haben wir die Geschichte von Lazarus, wo er gestorben ist. Und Maria und Martha, die Schwestern, die haben so schlecht, dass ihr Bruder war ist. Und sie haben nur gebracht nach Jesus, dass Jesus soll kommen. Und Jesus ist auf dem Weg dahin und er will Lazarus vom Tod abwarten. Er weiß, dass wenn er gestorben ist, dann wird er dem vom Tod abwarten und dann wird er alles fern sein. Nicht so? Aber als er dahin gegangen kommt, dann sieht er Maria und er sieht, dass sie rot. Und dann rot er auch. Er weiß gerade, ein paar Minuten wieder wird alles fern sein. Dann werden ihre Truhen aufgewaschen sein und sie wird froh sein, ihr Bruder war in ihre Arms zu haben. Aber danach, Jesus hat ein Mitleiden mit ihr. Das wie sein Freund in der Rot da, du kannst ihn nicht gehen. Das sagt mir sehr, sehr viel von diesem Gott, dass er Mitleiden hat mit uns. Wenn du schwere Tiden durchgehst im Leben, wenn du trüren das über irgendeine Person, die du verloren hast durch den Tod, wird immer du durchgehen das, Jesus sein Hort rot mit dir Taub. Das ist wichtig, dass du das annehmen das und verstehen kannst, dass er wirklich, wirklich mitleidend ist mit dir. Das ist, was die Worte getragen geben am. Wenn wir als Menschen, was schwer durchgehen, dann wir gehen da taub durch, das bringt uns nur einer nur den anderen. Wir fallen mit den Nächsten. Und wenn die rohren das, dann rohren wir. Und das bringt uns dichter taub. Und das ist, was Gott auch will. Er will haben, wie sollen das sein, dass er mitleiden hat mit uns, wenn wir schwere Tiden durchgehen. Und er will haben, das soll uns nur bringen. Was hast du in deinem Leben auch für Erfahrungen gemerkt mit Gott? Gott will Erfahrungen merken mit uns. Gott will sich zu erkennen geben in uns Leben. So ich abwussten, ich lehre zu beten, ich lehre auswendig
gebeden. Maar ik weet, er weer nog een tijd, wo ik mal leer, zo te beten zu Gott, das wanneer ik was te am vertalen deed, das wanneer ik te irgendein Freund wird vertalen. Aber even dan, wie ik nog een beetje, post ik nog een beetje ab, waar ik wird beten en so weiter. Aber als meine Gemeinschaft stark wordt mit Gott, en je wieder hij mij heulen deed, je stark wordt de Gemeinschaft, en je dalle wordt hij zo als een levende Vater te mij en een vriend. En dan vond ik ook een anders te vertalen met hem, en ik leerde te horchen, want hij wat zeggen deed. Dit is wo Gott een verhältnis wil hebben met mij en die. Hij wil een ervaring maken met ons. Deze verhältnis zal gebuut worden, die zal sterker en sterker worden. Ik weet nog mal een ganz klein mjaltje als mij mal gezegd wordt dat God gebeden erheren deed. En ik wil dat uitvinden. In mijn hart, ik vroeg God een rode Bibel. Ik weet niet waarom dat moest een rode Bibel zijn, maar ik dacht oké, wanneer God gebeden erheren deed, dan wordt hij mij ook geven wat mij fehlen deed. En ik kan vielleicht nog maar bij 6 of 7 jaar geweest zijn. En ik bid jede nacht te God dat hij mij een rode Bibel geven. En dat gebed van een kind, dus geloven. Een kind bedt met vollen vertrouwen dat hij nu wat dat krijgen, wat hij vrouwen deed. En zo dit vielleicht een jaar, vielleicht nog 2 jaar, ik weet niet graag hoe lang. Dan kwamen we hier naar Mexico. We woonden in Canada. En dan waren we hier bij mijn grootmama. En dan had hij door een kinderbibel. En die had rood, de fern. Een rode, ja, had veel rood door van fern. En dan gaf ze mij die bibel en schenkt mij die. En dan dacht ik me dat op, waar ik voor gebed had. En nu wist ik, nu had God mij de bibel geschenkt. So toen voelde ik zo'n volsten vertrouwen aan God, dat hij werkelijk in verlangen had, mij dingen te geven, waar mijn hart nu lang deed. En dan vond ik aan voor het nächste ding te beden. En dat wir, immer wenn ich im Spiegel kicken deed, ik gleich nicht meine Kleider an. Ik gleich die Brüne an, die wat ze sagen, uittekenen deeden. En dan vond ik aan te beden en ik vroeg God een Brüne an. Nou ja, er zijn dingen wat God geven deed en er zijn dingen wat hij niet geven deed. En manchmal geeft hij dingen op zijn weg wat we niet willen geloofd hebben. En so, ich habe viel als ein kleines Kind gebetet, Gott soll mir grüne Augen geben. Aber als ein kleines Kind kann ich nicht verstehen, was würde ich sagen, wo wenn Gott meine Augen wird ändern, nicht so? Als ich mich befrieden deed, befriede ich mich mit einem Mann, der grüne Augen hat. Und all unsere 3 Kinder haben grüne Augen. So Gott schenkt mir 4 Sorten grüne Augen, was ich singen kann. Meine Augen, die sah ich bloß dann, wenn ich im Spielen ankijk. En dat wel een grote verwerking, niet zo? Zo, nu zou ik de bruine ogen immer aan mij. Ik weet dat God mijn gebed hieren deed. En hij wil aan te doen, om dit kleine mjaltje, die wel bruine ogen, ik wil de bruine ogen schenken, maar ik wil op zijn weg, wat hij zich niet voor geloofd hebben. Dit is wat God arbeiden deed. Hij hield wat het kleine hart door wel, en hij schenkt. Hij wil een gemeenschap bouwen. Wo gewinnst du ein kleines Kind? Du fängst an, eine Gemeinschaft zu bauen. Du fängst an, von Dingen zu vertellen, wo sie excited über sind. Ich krieg laatst von ein kleines Mjaltje, kleines gelbes Blümtje gegeben. Und das schied mir was so duip an. Das hat ein klein bisschen Connection gegeben zwischen uns beiden. Wegen sie wir wollen was von sich eine Miete geben, even wenn wir uns nicht mal so recht kennen, aber nu habe ich den Connection da. Und das ist, was Gott mit mir und die schaffen wird. Er will diesen Connection immer stärker bauen und immer stärker. Nimm die Zeit mit Gott zu sein. Allein mit ihm zu sein. Vertel zu ihm. Sei krank, wie die das geht, wo du die feilen das. Und ich weiß, das ist ein Ding, was viele Menschen nicht gelernt haben zu tun im Leben, sich auszusprechen, wo sie sich feilen tun. Weil viele von uns sind so abgewachsen, wenn wir uns vielleicht gestartet haben, na, dann soll ich bloß still sein und weiter spielen gehen. Aber vielleicht fehlt das Kind noch mal, dass er sich mal aussprechen kann, kriegt, wie die feilen das und wo weiter das. Und das ist ein Ding, was Gott will haben, was ich in die sollen tun. Wir sollen uns lernen, zu kommen,
En krak zijn wat we ons feilen doen. Hij wil horchen. Hij wordt ook horchen, wat we te zijn hebben. Maar dan neem je ook tijd en horch wat God sagen dat. Dit is krak zo wichtig, als wat du te zijn hast te aan. Dat du horchen des, dat hij te die ook reden kan. Dit is wanneer een verhältnis gebied wordt. Wat jaar 3, dan schafft onze oudste dochter im Stuur. En ik schafft hier in dat centrum, wo viele Menschen dann ankommen, sein Haupt zu kriegen, wenn die gebunden sind, besonders an Alkohol und so weiter. Und ein Tag, als ich da eine Klasse gegeben habe, dann kam da eine Gruppe Friesen an, wo du Mittagmerken vor allem und mit einem Programm bringen, singen und so weiter. Und dann ganz ab ein, dann dalten sie nach Rosen uit. Gaben sie jeder früh die Band nach raus. Und dann krieg ich auch eine. Und so wir Zeit für mich in die Haus zu fahren. Und als ich am Fortigen kroop, dann voll ich, dass Gott zu mir reden dort. Und er sagt, jaft der raus wieder. Wenn ich wie so gesegnet worden durch der raus, und er jaft der raus wieder, das ist noch das, wem die fehlen dat. Und so ich bete Gott und ich früh, wem soll ich dir geben? Und sagt er, bring deine Tochter da, du bist stur. Und so ich komme in die Stuhl und du sind keine andere Fortia. Und ich gehe dann mit der raus. Und sie erst bei den Tondasch, wo sie dann bedeutet, aber will du keine können wir. Und sie hat Kopf so auf dem Dasch sitzt. Und ich ging schier stieren bloß mit der raus an. Und dann checkt sie in den Hach. Und sie wird ganz verrot. Gebe ich ihr der raus. Und dann frage ich, was sie da tut. Sie wieder am Gebet. Sie hat einen so schweren Tag. Und sie hat Gott gefragt, sie bloß mal mit dich bekommen. Sie fehlt das zu weiten, dass du auch wir mit ihr taub. Und dann nimmt Gott der raus und schiert Stirn an. Gott der redet zu uns. Und wenn wir gehorsam sind zum Horchen, wird auf wunderbare Wege sich zu erkennen geben. Wird auf wunderbare Wege zu uns reden. Und so merkt die up zu diesem Gott. Du wirst die nicht anschmieren. Der wird die nicht fallen lassen. Der wird sich zu erkennen geben in dein Leben. So nimm die Zeit und vertraue mit ihm. Und horch, was er zu sagen hat. Und lehre diesen Gott kennen, für wer er wirklich ist. Weil wir noch beten, taub. Vater Gott, Dankeschön, dass du willens bist, die zu erkennen, zu geben, wer du wirklich bist. Du weißt, dass dort viele von uns Wunden in uns Leben haben, wo wir ein echtes Bild gekriegt haben, von wer du bist. Viele kicken vielleicht so an die, dass du ein Dollar Gott bist, und du kickst bloß, wo du strufen kannst. Aber Gott, ich weiß, dass dort nicht ist, wer du bist. Du darfst uns lehren, du darfst uns tragweisen, dass das fehlen wird, aber das ist die, wegen du uns leuven darfst. Du bist ein leuvender Vater. Und ich bete, dass jede Person, was im Port von dir ist, dass der dort von dir wird erfahren und kann lernen, was von leuvender Gott du bist, und dass hört, was von diesem Leib gefällt worden. Dankeschön, in Jesus' Namen. Amen.